Wir begrüßen euch dann zur 8. Episode von Super 64 an Haut. Kabelschießen hat wir dann die dritte in der Wasserwelt, die man von entdecken, oder was siehst du? Ja, mir habe ja schon eigentlich an der letzten Episode gesagt, dass schon eine halb eng in der Wasserwelt gibt, ja, kann ich so Pegeln besichern, wie den mal gerade kurz ein Bild gesehen hat. Da kann ich auch von der Wasserlevel von der Welt ändern. Das wird nicht per se eine Wasserwelt. Also halb halt. Ich sag die schon über die Welt Kasuren. Jetzt gesehen, dass ich ziemlich steif an Gemälde gesprungen sind. Und zwar, je nachdem, wie Dave ihn an, also wenn er hecht ihn durch rausspringt, kann ihn auch schon am Anfang vom Level der Wasserpegel bestimmen. Wenn er also ganz oben rausspringt, das war auch ganz heich. Am Anfang sogar der mehr heich wie die Hicks am Level selber. Was dann auch gut für den Bobbomb und zu schwatzen. Voilà. Wir fangen hier an. Und jetzt mal die 5 Geheimnisse von der Welt sichern. Und das geht ziemlich sehr. Wichtig sind nicht so Boxen wie die Heizen. Und noch mal schon die Vernünfte. Geht alles wirklich sehr. Das ist nicht Welt aus, irgendwie ziemlich kompakt, aber das ist nicht so wie die Lava-Welt, wo alles auf enger Ebene aussehen können, aber sehr hin an hier von der BSW. Er ist auch so ein extra Teleporter, von dem wahrscheinlich nicht viel wissen. Aber da kann ihn sich auch ganz viel Zeit sparen. Das müssen ihn mal von Pegel zu Pegel rennen, wie zum Beispiel hier. Mit Wasser aufziehen. Und dann später am Level gesehen wir dann halt Atlantis Aquaria. Atlantis, die Versuchsstadt. Keine Ahnung, wie real das ist. Alles vereinfacht Durchstellungen. Weil er hat da gesehen, ich bin mir hier gesprungen, dann los immer auf den nächsten Punkt in die Kanon. Und du hast dann direkt den rosa Bobbomb, den als Kanon freimischt. Den man dann auch viel Wert benutzen. Ist dann auch etwas bisschen spezielles, wann den so, ich weiß nicht, ob es nicht an der japanischen Version ist oder nicht. Es gibt gleich gesehen, die eine drehende Plattform, 400 Plattform am Stern. Und du hast irgendwie so, wenn den Pause trägt, dann wird nach für E-Frame Geschwindigkeit gespeichert, die ihn hört, aber den dann am Zweck also als dem Kurs rausgeht, dann spawnt den auf einen bisschen einer Platz, weil die Geschwindigkeit gespeichert wird. So kleine Spielfehler kann ich so. Jetzt kann ich Frame ganz viel ausmachen an dem Spiel. So allgemeinen Sache auch beim, ich weiß nicht, auch beim, ich meine mit denen Küsten, du die auch 3 Münzen spawnen, die kann greifen an Waschpuchen. Ich meine, du hast auch so eine Sache von, du hast Frame, wo Köcht quasi existiert, an aber auch nicht existiert. Also wo sie kann greifen, wie sie existiert, am Anfang nicht richtig. Und dann kann ich dummer da auch unter dem Bildschirm halt dann Items klonen und so weiter. Du könnt so ein bisschen von denen bisschen schwere Sterne vom Spiel am Lift. Wir sind direkt mal hier innen Küste abmachen. Ich meine, dass man recht dann, wenn ich am Gang ist, drauf zu gehen. Wir sind halt ziemlich flink sind. Ich weiß nicht, ist immer mit der Kanon dahin, wo wir wollen. Braucht man nicht auf andere Wege abzuklottern. Jetzt sind wir aber auch irgendwo. Aber ich weiß nicht, ob man die richtig viel gesehen haben in dem Level. Mir da gibt es so die, wie soll ich die nennen? Also innen. Wie hießen die? Und den Nummer? Erik, wissen das nicht? Nee, leider will ich das nicht. Ich weiß nicht. Gabelstapler oder so Ja, etwas. das sind halt Gegner, die den Telefon wirst, seitdem die existieren. Oder war nicht so.
Ja, Ja, Galaxy das- hatten sie einen genutzt, nee. Das weiß ich schon nicht mehr. Ja, wirklich. Ja, aber umgewandelter Form an so, ja. Warte mal. Kleine Fail High, die wir nicht sprangen zum Schluss. Die halt müssen relativ sehr reagieren. Ja gut, Kanon ist natürlich dann halt, wie gesagt, sonst muss ihn da irgendwie Wandspringen machen, aber wenn die nicht gelingen, dann passt du schon rum bei dem Gegner da und der pucht ihn nicht schon ganz hoch und du verlierst halt schon von dem Leben, also ganz gefährlich. Kann ich schon mal viel Leben verlieren, aber gut, mir 132, da hat dürfte auch dann kein Problem sein. So, Shocking Error Lifts, da das auch prinzipiell müssen sich auch so Rob schaffen und dann hast du so einen kleinen Parcours, über den die muss laufen. Was machen wir los einfach halt von der Kanone hochsprangen und da sind wir schon mal normalerweise die Küben da, die ich von haben links nach jetzt playen und dann musst du halt Giste machen Elektroschock. Also wie gesagt, Stär für Stär ganz sehr. An Lo kommen wir bei dem Part, wo wir dann an versuchte Start kommen. Bis dahin muss man halt nach Münzen sammeln. Sammeln wir nur direkt die 100 Münzen zusammen mit den 8 rote Münzen. Und hier ist dann auch so, dass den 152 Münzen am Kurs wird. Und davon erfinden ihn halt 107 Hai an diesem Bereich, die mir lo ganz viel gesehen haben. Das heißt, kann ihn auch schon 100 Münzen sammeln, ohne an den Start zu gehen. Ich meine, wir werden länger 90 Münzen und jemand Start vergehen. Ich bin halt ganz viel so Köchte, wo 10 Münzen draus sind. Ja. Ach, hi am Bauch. Ich meine, das sind vielleicht Münzen, die ihn sehr kann vergessen, weil wie geht schon durch? Ja, so direkt. so einfach weg aus der versunkenen Stadt. Ich meine nicht. Nee, ich weiß ja nicht. Ich habe eigentlich nie wirklich getestet, was geschieht Ja, von den ich finde das ein bisschen heftig, mit der Lostbahn möglich. So, das kriegst du vielleicht schon mal Tasten machen, sonst kannst du das vergessen. Froh ist dass mal auch das getestet natürlich, weil Video davon interessiert sind sehr Sterne zu sammeln. Mit ich komme mich halt ganz zum Beispiel mit der maximale Pegel Rob, also an Gemälde springst. Und dann ein hier an Start Ruf schwimmst und dann einfach also tote Pegel Ruf möchtest auch im Rob und darum Rob schwimmst und dann halte Pegel nach immer so aus wie er war. Will da keinen einfach rauskommen. Aber auch nimmen mit dem Pegel wie ihn halt an Gemälde rausspringt, weil ihn irgendwie ändert, können ihn nicht raus. Mich mengen kann den Heim mit dem höchsten Pegelstand auch ohne Kanon kommen und dann wahrscheinlich auch im raus. Wie hast du das mal im Wasser gemacht? Also weil du warst ja in dem Tunnel so. Ich meine das auch so wie an der Welt viel tun, dass du halt die Lade an den Tunnel lässt, wenn Dann so schwebst du ja einfach, oder nicht? Also das Wasser, das schwebt dann am Tunnel. Ich meine am Tunnel kriegst du ja nicht Max. Ich meine ich schätze mal die Pegel an der echt also ich meine am Atlantis den als bestimmt heiß genug, dass die Dach der ganzen Tunnel immer Wasser aus. Man kriegt das ja nicht Max die Wisse. Wie sie mal testen. Ich will keine Ahnung. Weil Hai benutzt man ja dann kann magische Moment Atlantis zu erkunden. Weil Hai am Tunnel. Ich meine wohl, dass Wasser wirklich heiß genug geht. Liegt die nicht in einer, also wie von der enger falschen Indianer könnt. Ja, doch sicher. Wasser ist heiß genug. Und erkennen die nicht. Und schätze mal, dass dann halt in allen Wasserpegel gespeichert bleibt. Kann ich am Zweck. Halt aber nimmer, wann den direkt am Gemälde ganz sich rausspringt. Du ist ja selbst Mod bestanden, ne? Ja, wenn wir schon beim Thema vom Gemälde sind, wir eine kleine Gewinnspiel für noch sagen. Und zwar gibt es wieder ein Kehr so ein kleines Posterchen, da könnt ihr sehen,
Es sind 15 Welten drauf in einem Supermarkt sehr Poster. Das ist ganz flott gemacht. Wir verspielen so eigentlich für als 30 Viewers, die noch immer dabei sind und noch den ganzen Tag am Kaff. Erika mir schön no-lausteren an wie kann er beim Gewinnspiel mitmachen. Den muss er ins Kommentare schreiben, was das schlimmste Supermarkt für das Moment war. Kann er den Contextdrama sehen oder nicht? Und ich denke kurz aus, als Beispiel dann ich den Erik fragen, was gehst du da schreiben? Definitiv das Piano mit seiner roter Münz. Voilà, du siehst ja, das muss auch nicht viel im Moment sehen. Wir wählen da hinten dann aus, den das schreibt. Ich erkläre euch kurz, wieso wir das Gewinnspiel auch machen. Der wisst ihr, Supermarkt für sehr ein Comeback von unserem Let's Plays hier im Channel. Und dass eben mehr belohnen laut Viewers, die doch immer dabei sind, dass nicht einmal der Teil annonciert tun auf Facebook oder so, dass wirklich schon als No-Lauf statt. Wir machen noch kein Clickbait, wir machen noch kein Viewer-Push, dass wir da noch großartig auf Facebook und Co. Ich schreibe noch an der Videobeschreibung gesehen, der nächste Funner, du musst als No-Lauf drin, und ich meine, wir testen noch als Co-Memberin. Und ich meine, ich kann schon ein bisschen fragen, was war dein schlimmste Nachricht für ein sehr schönes Land? Also, ich weiß nicht, ob ich wirklich richtig schlimm Events hatte an dem Spiel, aber ich kann mich halt daran erinnern, hatte das schon ein bisschen schwarz mit dem engen Ster wusste halt, den Schneemann muss zusammenbauen, dann ich du halt das Gesicht schon an nicht Druck kommt. Meine Schwester war ganz zufälligerweise auch den Tag bei mir an, hat das gesehen, und hat gesagt, oh, ich weiß aber, wie das geht. Bei mir hat das immer gut funktioniert. Und dann hat meine Schwester das gemäht. Hat geklappt. Ich im Spissen am Menge Zocker eher verletzt gefühlt. Ja, das war doch schon. Naja, da wisst ihr Bescheid. Den muss euch in die Kommentare schreiben, was der schlimmste Moment war. Ich meine, wenn du ein kleines Deadline, das bis 31. Oktober der Zeit. Da geben wir auch den Nachzügler eben Chance, die noch nicht als zweiten Tag den Projekt können noch gucken. Ich denke mal, den Posters für alle Fans aber gesucht. So, Erik, was siehst du? Du hast ja auch gesehen. Denke schon, also das ist der Wert. Ich meine, du hast den am Video auch gesehen. Überlebt der Shit. Richtig flott selbst zu holen. Das ist ein Nostalgierem ableben lassen. Gleichmenglich auch nach etwas, was vielleicht auch nicht jeder weiß. Und über der unsichtbare Katze, da war ich auch ziemlich überrascht. Ich will ja gar nicht für was schwatzen. Ja. Wie geht's da? Nicht von Sternen, Magic. Hat die noch halt durch die Mauer kam. Ja, tatsächlich. Also ist sie da noch drin gelaufen. Ich hatte nie damit gerechnet, dass ich durch die Mauer laufe. Ja, okay. Das ist mit knappst noch der Zeit, oder wie? Ja, schon. Das ist doch schon ein bisschen knapp. Also du warst definitiv, wenn du am Gitter bist, dann schon nicht mehr unsichtbar. Mhm. Ja, ich weiß das dem Moment auch nicht. Einfach mal ausprobieren und dann effektiv das funktioniert. Das war doch schon das Atlantis-Staat. Im ganzen Runden. Da geht man nachher an den Schneewelt. Zweite Schneewelt vom Spiel. Ich meine, wir sammeln auch direkt 4 Sterne insgesamt. Mit Aufkitzungen. Ganz unkonventionell. Und die Bisbee, da kann ich da unglaublich aufkitzeln. Normalerweise müssen wir hier durch die ganze Kurs laufen und dann irgendwie was von denen Blubbe tippst du. Voilà. Und dann trifft den nicht immer. Ja, da warst du im Wasser. Wasser in dieser Welt ist so kalt, dass die Mario Leben verliert. Oder, ja. Schockfrost kriegt. Extrem kalt, ja. Just die Watte 0 Grad. Dann geht das auch zack, zack. Lo holen wir schon direkt den am Iglu. Ich meine, so Speedrun-mäßig 4 Sekunden, also schon hört in den, da kann ich irgendwie von der Seite aus Randsprung direkt dran machen. So, das war es schon. Ich meine, der einzige, was da jetzt noch übrig bleibt, sind die 100 Münzen.
plus nutzen. Du hast zwar auch so Apps ganz Spezielles an dem Level. Gibt's enge Party, also nicht viel also innerhalb vom Spiel gibt es Münzen, die irgendwie unerreichbar sind oder die aber irgendwie trotzdem kann ansammeln. Dann hier ist auch so eng. Und zwar normalerweise sind hier am Level 126 Münzen. Also das schon ein bisschen wie knapp. Das geht nach. Und da gibt es nach ein Secret Münz. Dafür muss ihn halt Kanonen benutzen. Und zwar gibt es irgendwo beim Schneemann, ich meine das unter der Brick irgendwo, so in kleinen Eck, wenn ihn sich mit der Kanone da hinschießt, da sammelt ihn ein Münz an. Keine Ahnung, für was du ein Münz ist, was sie da geplant hatten für drin. Ganz komisch, nee, das ist einfach so. Mit anderen Kollegen geschwatzt, die absolut gut nicht darüber Bescheid wussten. Einfach, ich meine, bei ihnen, die den hat gesucht, wo er klein war, dann wollten sich gerne eine halbe Stunde lang mit der Kanone überall rundherum geschossen und hat dann dadurch als Accident Münz eigentlich abgesammelt, ohne zu wissen. Ich wusste absolut gut nicht darüber Bescheid, dass es so ein Münz ging. Das so ein bisschen auch wie Hanno bei Gulliver Gumba, wenn in einer Klangerwelt hast du sind dann auch Menschen irgendwie so Münzen und dann hast du unter dem Boden nach einer Münz, die kann sammeln und den du drüber lebt. Eigentlich der Spielfehler. Mega komische Sache. Das ist dann doch schon abgefallen, Erik. So, zum Beispiel bei Gulliver Gumba halt wie gesagt, also dann am Kloster, da lebst du einfach. Du sagst zu Münzen, an der Bank hast du 3 Mai. Nicht gesehen. Am ersten schon dem Holz abgefallen. Was ist los? Und dann gibt es dann von nachher eine Münze, die quasi unmöglich anzusammeln ist, wie wenn die dann auch wie spät durch Mauern glitscht und alles. Und ein bisschen Akrobatik durchfährt, kann man nicht aber sammeln. Das ist verrückt. Da teilte sie wahrscheinlich die nervigsten Münzen vom Level, weil den muss man verdicht. Als Kollegen aus dem Wasser locken. Verleden halt Leben am Wasser. Das sie sehr machen. Bestimmt kann man auch so einen ganz coolen Abschnitt. Man muss eigentlich hier halt die Hinterliste überkommen. So, hier an der Mauer befindet sich irgendwo so ein Iglu. Ich meine, mir sprang halt drauf. Voilà, ich meine, du hast das ein bisschen anders gemäht an deinem Let's Play, Erik. Du warst einfach von ganz durch, wenn man den Weitsprung hier rüberkommt. Das fand ich ziemlich schlau. Ich habe schon immer 3 Sprung gemäht. Das ist ein Skill. Die halt dauert auch ein bisschen wie lang, bis das die nicht packt. Weil da sind wir dann an engen Iglu dran, hat ziemlich klein geschenkt, und dann sind wir rangegangen, uff. Der war da ist dann hier. Hier sind halt dann uneinkehr pure Münzen verstoppt. Ein 30 Stück oder so. Sogar an der Mauer dran. So, wie gehen wir da an die Mauer ran? Wie schon die Länge die? Weil wir können es unsichtbar machen und dann auch hier durch die Eiswände laufen. It's magic. Voilà, an Heibannen kann ich dann auch mal eine Hose rumschwatzen für die Kanonen freizuschalten, die mir aber manchmal nicht benutzen oder vielleicht denke ich für die letzte Stelle ganz oben. Ich weiß nicht. Voilà, und du hast dann auch noch ein bisschen Angst, weil ich ja recht an uns Münzen habe. Nicht den 8 Rot Münze stärker gegen die spawnen. Das haben wir auch schon überschwatzt. Effektiv, den die spawnt nicht, das nämlich den 100 Münze steht, in die spawnt, also umso besser, dass wir dann draußen einkehren. Also, das nicht noch keinen Unterschied, wenn man draußen ansammeln. Voilà. Das überlöst durch die Münzen heimholen, mir gut, das ist Platz, ne? ja,
mit dürfen Hummer nach rein oder zu nutzen. Das überlegen, voilà. Du gewährt dat der da beim Hofrutsch aufgedoppt für das den baldet gut hast. der steht dann Bier schlecht bewegen kann. Am meisten dass sich der halt auch ein bisschen hecht, dass die Nase muss sprangen. Meier Heimat der verstoppter Münze das he op dieser Breck wurde das muss sich irgendwo der Önne gegen den Kant chase los und für sie anzusammeln. Und da können ich auf 127 mit. Da sind wir für Haut nicht durch. Wieso Mess mit nur gucken und durch Wand spielen.